Jakobus. Wir sind unterwegs in dieser Serie vom Jakobusbrief. Es ist ein richtig cooler Brief, weil man merkt, Jakobus, dieser Mann des Glaubens, diese geistliche Säule, wie er auch genannt wird, ihm geht es nicht darum, dass der Glaube einfach eine Kopfsache ist, sondern ihm geht es darum, dass der Glaube wirklich gelebt wird, dass es ein lebendiger Glaube ist. Und im Jakobusbrief hat es verschiedene mega spannende Themen, die einfach immer wieder aufleuchten. Es gibt aber einen roter Faden, der sich durch den ganzen Brief hindurchzieht. Und dieser eine rote Faden, das wird selber auch zum Text dann, und das ist das Thema von heute. Wie wird der Glaube lebendig? Der Untertitel von der Serie, Lebe, was du glaubst, genau das ist dieser rote Faden. Und da wollen wir heute zusammen eintauchen in diese Texte. Und für mich ist das auch immer eine Zeit, wo wir auf das lebendige Wort, auf die Bibel hören wollen, wo wir Gott auch bitten, dass er zu uns und unseren Herzen redet. Und deshalb möchte ich gerne mit einem Gebet starten. Danke, Jesus, für dein heiliges Wort. Danke, ist es lebendig bis heute und spricht in unsere Leben hinein. Und wir bitten dich, dass wir heute unsere Herzen aufmachen können und dass genau das, was du uns persönlich heute sagen willst, dass wir das aufnehmen können, bewegen können und auch mitnehmen können. Dass wir uns so von dir, Jesus, verändern lassen können, wie du es willst. Öffne unsere Herzen und wirke durch deinen Heiligen Geist. Amen. Jetzt sind wir hier ja schon eine Weile unterwegs mit diesem Jakobusbrief. Ich mache mal so eine ganz kurze Zusammenfassung, weil diesen roten Faden entdeckt man überall. Wir haben gestartet mit dem Thema Versuchung. Wir haben darüber geredet, dass es diese Begierde gibt im Leben, aber dass man als Kind von Gottes ja auch nicht einfach seine Begierde ausgeliefert ist, sondern anders damit umgehen kann. Unter anderem haben wir dann diesen Vers gelesen: Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Also wir haben auch davon gelesen, dass Gott uns wie eine geistliche Neugeburt schenkt. Durch Jesus Christus, durch das Wort der Wahrheit. Wir haben dann auch das Thema im letzten Sonntag ausgebreitet, wo es unter anderem auch um Reichtum geht, wo es darum geht, ob man jetzt gewisse Leute bevorzugt behandelt im Vergleich zu anderen, weil man sich etwas erhofft und so weiter. Ein Vers, der da auch vorgekommen ist, mega spannend: Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Das königliche Gesetz. Wir haben dann aber auch andere Verse gelesen, zum Beispiel vom Gesetz der Freiheit. Mega spannend. Wir haben weiteres gelesen, da hieß es plötzlich von der Barmherzigkeit von Gott. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ich finde immer so cool, wenn etwas triumphiert, was ich noch gut finde. Oder wenn die Mannschaft gewinnt, von der du Fan bist, das ist super. Und wenn die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, fantastisch. Wir haben auch einen Vers über Glauben gelesen. Heute geht es zentral um Glauben und das ist dann ganz wichtig auch für unseren Text. Was denkt Jakobus ist Glaube? Und er spricht im Jakobus 2,1: Habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Also wenn Jakobus von Glauben redet, meint er genau das. Es gibt so viele coole Bilder, die im Jakobus vorkommen. Einige haben wir schon entdeckt. Heute geht es zentral um den Spiegel. Das Bild vom Spiegel. Und um diesen ganzen roten Faden etwas zu verdeutlichen, will ich das illustrieren. Spiele einen beliebigen Menschen, der Jesus nicht kennt, der durchs Leben geht und von seiner Begierde getrieben wird. Oh, dort. Hoi, das ist eine schöne Frau. Hoi, hoi, hoi. Manchmal machen Männer, die ziehen dann die Frauen in Gedanken aus. Weißt du, ich könnte ja KI nehmen, das könnte noch ein bisschen helfen. Oh, dort, Herr Meier, mein lieber Nachbar. Wisst ihr, das ist derjenige, der mit dem Tesla und mit der schönen Villa und so. Der streitet gerade mit den Leuten aus dem Block nebendran. Ich glaube, die Leute aus dem Block haben schon recht. Aber ich muss mal schauen, vielleicht kann ich dem Herrn Meier ein bisschen helfen, dann springt für mich etwas auch raus. Herr Meier, ja, geben Sie es denen nur recht, ja, ist schon gut, ja.
plötzlich passiert etwas. Der Mensch geht in den Alpha-Life-Kurs, erlebt dort Jesus Christus und plötzlich kommt er vor das Kreuz. Jesus, das Gericht. Ich habe so Schuld im Leben. Aber die Barmherzigkeit triumphiert ja über das Gericht. Ich darf meine Schuld Jesus abgeben, er ist ja für mich gestorben. Wie gut ist denn das? Ich darf meine Schuld Jesus vors Kreuz legen. Und ich merke, das ist ein neues Gesetz der Freiheit. Jesus macht mich ja frei von aller Schuld. Ist das nicht wunderbar? Ich darf vor Gott stehen, ohne diese Schuld mitzutragen. So cool, das Gesetz der Freiheit. Und da ist ja noch mehr. Gott macht mich zu einem Königskind. Wow. Ich darf als Kind vom höchsten König des Universums durchs Leben gehen. Das sind ganz neue Gesetze. Ich darf jetzt so leben, wie es für ein Königskind auch passt, wie es im Reich Gottes normal ist. Wow, schon noch cool, oder? Ich fühle mich so wie neu geboren. Was Jesus schenkt, ist ja unglaublich. Ist das cool. Da hat es einen Spiegel. Super. Schon cool, ein Königskind zu sein. Hey. Die Barmherzigkeit von Jesus. Ich bin so frei, ich darf einfach Jesus lieben, die Menschen um mich herum lieben. Ich will aber auch so leben als Königskind, ist ja schon recht cool. Wow, das ist ein Geschenk. Da kommt ja wieder der Herr Meier. Was macht jetzt der dort? Der ist wieder mit seiner bildhübschen Frau unterwegs. Zum Glück hat die so kurze Hotpants an. Herr Meier, ja, guten Tag. Da haben Sie es hoffentlich schön gezeigt, den anderen Nachbarn letzthin, gell? Das ist die kurze Illustration. Schön blöd, wenn man vor dem Spiegel steht, sieht, wer man eigentlich ist und kaum geht man weg, hat man es schon wieder völlig vergessen. Genau darum geht es in diesem Bibeltext heute. Und das ist die rote Linie, die sich durch diesen Jakobusbrief zieht. Hey Leute, da ist etwas so Cooles passiert, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Das soll sich auch im Leben zeigen, sonst stimmt doch irgendetwas nicht. Lesen wir mal zusammen. Jakobus 1, könnt ihr gerne mit aufschlagen, da wird dieses Thema so kurz und knackig aufgegriffen. Jakobus 1 ab Vers 22. Da sagt er einfach so voll direkt. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Ich finde, Leute, wenn ich das lese, klingt das irgendwie logisch, oder? Man vergisst doch nicht einfach, wer man ist. Ich finde, es klingt logisch, wenn Jakobus behauptet, der Glaube ist nicht einfach ein Fürwahrhalten. Ich halte Jesus und das alles schon für wahr, sondern wenn er sagt, der Glaube hat etwas mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Wesen zu tun, dass ich mit allem mich verändern lasse. Wenn er sagt, der Glaube ist nicht einfach ein Gedankenkonstrukt intellektuell irgendwo im Hirn, sondern dass der Glaube mein ganzes Sein und mein ganzes Wesen durchdringt und mich auch verändert. Es ist mega wichtig, dass wir das wissen, weil für Gott ist das auch so. Wenn ich zum Kreuz komme, dann komme ich nicht einfach in Gedanken oder hypothetisch als schuldiger Mensch, sondern vor Gott bin ich wirklich schuldig. Aber was dann am Kreuz passiert, ist genauso real. Gott wäscht mich rein. Wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht.
dass er mich aufnimmt in seine Familie, dass er mich reinigt von allem Schlechten. Und das passiert dann auch wirklich. Jesus ist nicht nur symbolisch oder gedanklich am Kreuz gestorben, sondern er hat wirklich sein ganzes Leben leibhaftig hingegeben für uns. Und wenn Jakobus davon schreibt, dass man neu geboren wird, ist das nicht ein Gedankenkonstrukt, sondern wenn wir zu Jesus kommen, passiert da tatsächlich etwas Neues. Wir sind eine neue geistliche Geburt, sage ich jetzt mal. Wie ein neues geistliches Leben, ein Leben mit Jesus zusammen hat begonnen. Also Jakobus sagt, es ist etwas völlig Reales, was da passiert. Da macht es ja Sinn, wenn der Glaube dann sich auch real zeigt. Wie das Jakobus macht in seinem Brief, er macht im ersten Kapitel so eine kleine Übersicht, wo man schon zünftig ins Staunen kommt. Und dann führt er es später weiter hinten im Brief weiter aus. Und diese weitere Ausführung, die kommt im zweiten Kapitel. Und da wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen, ab Vers 14. Jakobus 2, Vers 14. Dort greift er jetzt diese Gedanken auf, die aber im roten Faden durch den ganzen Brief hindurchgehen. Er schreibt, was nützt es, meine Brüder? Wie wir ja schon gesehen haben, sind die Glaubensgeschwister gemeint. Was nützt es, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? So ein bisschen provokativ, oder? Wir sagen immer, du musst an Jesus glauben, das ist das, was dich rettet. Und jetzt sagt er, kann der Glaube den retten? Was meint Jakobus damit? Darf er diese provokative Frage stellen? Das ist genau diese Unterscheidung, die er macht. Einfach ein Glaube im Kopf, ein Fürwahrhalten, das rettet nicht. Sondern es geht um etwas Reales, sich mit dem Leben Jesus hinzugeben. Ein Glaube, der sich dann auch zeigt im Leben. Ich habe diese Woche so ein wunderschönes Beispiel gehört. Wir hatten ja in Embrach ein zünftiges Unwetter da. Keller überschwemmt, Tiefgaragen überschwemmt, halbe Schlammlawinen durch das Dorf und so weiter. Und für einige war das, oder immer noch, gar nicht lustig. Ich bin heute Morgen bin ich hier hingefahren und habe in einem Garten gesehen, wie alles draußen stand zum Trocknen. Jetzt noch, oder? Und eine Frau hat mir erzählt, dass sie da war bei Leuten, bei denen ist der Keller überschwemmt und er hat begonnen, ihnen zu helfen. Jemand von der Gemeinde, und plötzlich hat sie gedacht, eigentlich brauchen wir mehr so Lappen oder Putztücher. Und hat gedacht, darf ich jetzt die von der Kirche holen? Dann hat sie sich so überlegt und hat sie gedacht, ja, natürlich darf ich das. Das ist doch normal, dass Christen anderen helfen, dann sollen auch die christlichen Lappen anderen helfen. Oder? Und ist gegangen, hat sie geholt, hat geholfen, natürlich wieder gebracht und gewaschen und so weiter. Und das finde ich so ein cooles Beispiel. Für sie war so logisch, für diese Frau. Für Christen ist es normal, dass man anderen Menschen hilft. Es zeigt sich in konkreten Taten. Das ist typisch, das ist normal für Christen. Jakobus bringt ein ganz ähnliches Beispiel. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Also Jakobus sagt, Leute, ihr müsst nicht einfach fromm reden. Fromm reden, das kann ja jeder. Das nützt nichts, das ist nichts. Geh hin in Frieden, oder? Das ist sehr schön gesprochen. Er sagt, das nützt nichts. Es nützt, wenn du dann wirklich hilfst. Wenn es nicht einfach Schein ist, sondern wenn es wirklich Sein ist. Nicht einfach so fromme Worte. Und dann bringt er so auf den Punkt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Tot ist alles, was kein Leben drin hat, was nicht lebendig ist. Tot ist auch das ohne Glaubensleben, so eine Art Fake-Glaube. Und das ist für uns eine Herausforderung, unseren Glauben zu prüfen. Ist es so, dass dieser Jakobus schreibt an seine Brüder, an seine Glaubensgeschwister. Er sagt, hey Leute, irgendwie bei euch, wenn ich euch ansehe, merke ich, dass einige nur fromm schwatzen und sagen, sie glauben an Jesus, aber man sieht ja gar nichts. Kann das sein? Oder ist da nur mehr Schein? Ist das alles fake, dieser Glaube? Oder hat sich da jemand wirklich mit dem ganzen Leben Jesus hingegeben? Ist es nur ein Gedankenkonstrukt, ein Fürwahrhalten? Oder ist es wirklich so eine richtige Hingabe an Jesus? Da dürfen wir uns ruhig prüfen. Jetzt könnte es ja aber sein,
Dass dann einige aus der Gemeinde kommen und sagen, ja, weißt du, Jakobus, weißt du, ich selber habe halt, ich bin so ein praktischer Mensch, ich habe halt so viele Werke, ich mache all diese Dinge und ein anderer, der hat ja vielleicht viel Glaube, oder? Der glaubt mega fest und so und zusammen ergänzen wir uns schon, oder? Zusammen gibt es so eine Einheit. Wahrscheinlich haben das die Leute irgendwie so gedacht, weil Jakobus sagt dann, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Also Jakobus sagt, aus meinen Werken den Glauben zeigen. Gibt es einen rettenden Glauben, der aus Werken kommt, oder? Auf dem Weg zum Kreuz hin kann ich irgendwelche Werke tun, um mir die Barmherzigkeit von Jesus zu verdienen, um diesen rettenden Glauben zu ergreifen? Das ist unmöglich, oder? Genauso unmöglich ist es, wenn ich vom Kreuz weitergehe und sage, ja, ich glaube an Jesus, aber es zeigt sich absolut nichts im Leben. Wie wenn ich mich vergessen habe, wie ich eigentlich ausschaue, nachdem ich vom Spiegel weggehe. So unmöglich ist es. Vielleicht sagt jetzt einer, ja, aber weißt du, du übertreibst ein bisschen, Jakobus. Ich glaube ja schon an diesen Gott, dass es einen Gott gibt, dass es einen Schöpfer gibt. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube schon, dass es irgendwo so einen Gott gibt und so. Auch dazu sagt Jakobus dann etwas. Er sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Spannend, oder? Ich finde das recht provokativ. Er sagt, hey, die Dämonen, die Gegenspieler von Gott quasi, die gefallenen Engel, die Gehilfen des Teufels, die glauben auch, dass es einen Gott gibt. Die wissen es genau. Und er sagt dann sogar, du tust recht, es ist sogar gut, wenn man das glaubt. Aber die Frage ist es etwas, was mich dann mit meinem ganzen Sein Jesus hingibt? Oder wo ich einfach nur, oder in diesem Fall die Dämonen einfach zittern vor Angst und Schrecken, dass dieses Gericht, dieses Gesetz des Gerichts, das dann auf einem lastet, das führt sie zum Zittern. Also einfach, weil man weiß, dass es einen Gott gibt, weil man das für wahr hält, ist das noch lange nicht dieser Glaube, von dem Jakobus hier spricht. Jetzt waren die Leute wahrscheinlich etwas aufgewühlt und haben gedacht, ja, Jakobus, ist das nicht ein bisschen krass, all das ist dieses Ding? Jakobus, okay, ich bringe euch ein paar Beispiele. Beispiel Nummer 1. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Jetzt denken vielleicht einige, ja, ich kenne ja diese Geschichte von diesem Abraham, von diesem Glaubensvater. Heißt es nicht von dem im Alten Testament, dass der aus Glauben gerechtfertigt wurde? Weiß das dieser Jakobus nicht? Das Beispiel geht weiter. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Was für ein schöner Titel, wenn man Freund Gottes genannt wird. Das ist Wunderbares. Und hier hat es so ein paar Schlüsselworte drin. Zusammenwirken, vollendet. Dazu möchte ich ein kleines Experiment machen. Ich habe hier 3 Büchsen. Mango-Schnitze. Klingt gut, oder? Ich möchte gerne jemandem so eine Büchse schenken. Jemand darf jetzt nach vorne kommen und eine Büchse auswählen von diesen Mango-Schnitzen. Wer möchte gerne eine? Wer ist mutig zum Mitmachen? Ah, da kommt jemand, sehr gut. Ich habe da eine Auswahl, du darfst eine auswählen. Diese hier. Da hat es noch eine andere, schöne Etikette, oder? Sieht super aus. Und da hat es noch eine dritte. Oh, okay, wieso? Sie ist angeschrieben, sie sieht unangetastet aus.
und sie sieht voll aus. Okay, danke vielmals. Also er hat die volle angeschriebene Büchse genommen. Ich hätte es auch so gemacht. Wer weiß, was der Pastor hier einpackt und das ist so leer. Oder? Das ist alles völlig nutzlos. Schöne Etikette, aber nichts drin. Was bringt es? Ich denke, das ist genau das Bild, das Jakobus hier brauchen möchte. Er sagt, dieser Abraham, der hat an Gott geglaubt, er wurde Freund Gottes genannt. Auf ihm war die Etikette drauf, du bist ein Freund Gottes. Aber es war nicht leer, sondern es war voll. Er hat wirklich Gott vertraut mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Sein. Und als Gott ihn geschickt hat, geh hin und opfere deinen Sohn. Ja, wenn das so gewesen wäre, leer, dann hätte er gedacht, ja, sicher nicht. Oder? Das ist eine richtige Glaubensprüfung. Und dieser Abraham ist hingegangen und hat Gott vertraut und hat gesagt, gut, Gott, wenn du das willst, dann mache ich es. Ich verstehe es überhaupt nicht. Und als er dann dort auf dem Berg war, hat Gott ein Opfertier geschickt und hat den Bund mit Abraham erneuert. Und Jakobus kommt jetzt und sagt, bei diesem Abraham, er wurde aus Glauben gerechtfertigt und dieser Glauben hat zusammengewirkt mit den Werken, die er getan hat. Im Glauben von Abraham hat sich das gezeigt. Ich meine, auch da hat keiner eine Ahnung, was drin ist. Also irgendwie muss das übereinstimmen, oder? Das, was draufsteht und das, was drin ist. Wenn wir uns Christen nennen, dann ist es nicht so logisch, wenn auch Christus, Jesus Christus drin ist. Das ist eigentlich die logische Abfolge. Ich finde das mit diesem Abraham ein sehr schönes, gutes Beispiel. Jesus steht drauf, Jesus steht drin. So wirkt der Glaube und die Werke zusammen und das ist spannend und das führt zur Vollendung des Glaubens. Also das Ziel vom Glauben ist nicht einfach im Kopf etwas für wahr halten oder ein hypothetisches Gebilde, intellektuell, wie auch immer erklärt, sondern die Vollendung des Glaubens ist, wenn es wirklich im Leben sich zeigt. Und das Wort Vollendung finde ich auch schön, weil es zeigt, dass man dann einen Weg unterwegs ist, der irgendwann mal zur Vollendung führen wird. Also in diesem Wort steckt auch ein Weg mit drin, eine Art Glaubensweg. Jakobus schreibt dann weiter. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Klingt wieder so provokativ. Da haben Theologen schon jahrhundertelang gestritten. Wie kann dieser Jakobus jetzt da einfach so behaupten, aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein? Ich habe da ein Wort hervorgehoben, weil so dieser Weg hin zum Kreuz und vom Kreuz her, das ist so dieses Entscheidende. Wenn man den Weg nicht hat, dann gibt es je nachdem ein riesiges Krüsimüsi. Paulus zum Beispiel, der schreibt in Römer 3, 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das schreibt der Paulus, also er beschreibt den Weg hin zum Kreuz. Er sagt, wenn ich zu Jesus gehe, wenn ich auf dem Weg bin zu Jesus, dann ist das Einzige, was mich rechtfertigt, das Vertrauen und den Glauben an Jesus. Es ist ein Geschenk der Barmherzigkeit, wie das Jakobus nennt. Es ist eine Neugeburt durch das Wort, das Wort der Wahrheit, durch Jesus Christus, so beschreibt es Jakobus. Ich gehe hin und sage, es gibt keine Gesetzeswerke, die mich auf diesem Weg irgendwie helfen könnten. Es gibt ja viele Menschen, die denken, es gibt auch Christen, die denken, mit meinen Werken kann ich irgendetwas zu meinem Heil, zu meiner Rettung beitragen. Aber das ist ganz klar, das geht nicht. Es gibt keine Gesetzeswerke. Wenn ich Gesetzeswerke vollbringen wollte, dann müsse ich das ganze Gesetz von A bis Z völlig erfüllen. Dann wäre es möglich. Nur schafft das kein Mensch. Es gibt keine Gesetzeswerke, die mir diesen rechtfertigenden Glauben schenken. Wenn ich vom Kreuz her komme, wenn ich diese Rechtfertigung erlebt habe, dann merke ich, es ist nicht ein Glaube allein im Kopf, der sich nirgends zeigt, sondern es ist ein lebendiger Glaube, der sich auswirkt ins Umfeld. Und sonst muss ich meinen Glauben mal überprüfen, was ist eigentlich so da. Sodass Jakobus sagen kann, wenn man keine Werke sieht, wenn man keine Glaubenswerke sieht, ist dann überhaupt so ein rechtfertigender Glaube da. Nur so ein Glaube im Kopf allein, der rettet nicht. Gerhard Meyer, ein Theologe,
der sich auch damit auseinandergesetzt hat, schreibt dann dazu, die Rechtfertigung, dass ich vor Gott als gerecht gelte, des Menschen beruht auf einem Glauben, der im entsprechenden Handeln seinen Ausdruck findet. Ein mega schönes Bild, auch um das so bildlich zu verstehen. Das haben wir die ganze Zeit hier vor unseren Augen. Ein Glaube, der einfach an der Klippe steht und sagt, ja, ich glaube schon, dass das alles hält. Dann wieder nach Hause geht, so ein Kopfglaube, ein Glaube allein, der nichts bringt. Der Glaube an Jesus, der lebendig macht, der rechtfertigt, ist der Glaube, der dann hineinsteigt und sich voll und ganz mit seinem ganzen Leben in dieses Seil hineinhängt. Der sagt, mit meinem ganzen Leben hänge ich mich an Jesus. Und wisst ihr, was ist das Krasse? Wenn das nur im Kopf ist, dann spürt man nie, wie es trägt. Aber wenn man sich hineinhängt, merkt man plötzlich, wie es hält und wie es Kraft hat und wie es trägt, wie der Glaube trägt. Ein anderes Beispiel, ich stehe vor einem großen gefrorenen See. Jetzt kann ich da stundenlang vorne dran stehen und sagen, ja, ich glaube, dieses Eis ist dick genug, das trägt wunderbar. Aber ich stehe nur da und gehe nicht drauf. Ich habe meine Schlittschuhe irgendwie zu Hause gelassen. Ganz anders ist es, wenn ich da hinkomme und sage, ich glaube, dieses Eis trägt, es ist dick genug. Ich sehe andere Leute herumfahren, ziehe diese Schlittschuhe an und fahre übers Eis. Und es hält, es ist dick genug. Es ist ein ganz anderer Glaube, wenn ich wirklich mich darauf einlasse, darauf vertraue, mit allem, was ich bin und was ich habe. Jakobus bringt noch ein zweites Beispiel. Ihr ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Langsam verstehen wir es, oder? Dieser Jakobus erklärt es auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Da ist diese Rahab, diese Geschichte im Alten Testament, diese Bewohnerin von der Stadt Jericho, und da kommen diese israelitischen Kundschafter, diese Stadt, schauen alles an, werden entdeckt, sind am Fliehen, und diese Rahab, diese Frau, hat offensichtlich erkannt, dieser Gott Israels ist der wahre Gott. Ein Glaube ist in ihrem Herzen gewachsen. Und jetzt stehen plötzlich diese Kundschafter vor der Tür. Sagt sie nicht einfach fromm, ja, geht hin in Frieden, und macht die Tür wieder zu und die werden aufgehängt. Sondern sie lässt sie hinein, sagt, komm, ich verstecke euch. Und dann lässt sie sie außen an der Mauer herab und kriegt diese Verheißung, dass sie verschont wird, wenn die Stadt dann eingenommen wird. Und tatsächlich passiert das dann so, sie und ihre Familie wird gerettet und sie kommt in den Stammbaum hinein von Jesus selbst, vom König David. Sie wird eine richtige Frau des Glaubens genannt. Und Jakobus sagt, Leute, dieser Glaube, der sie gerechtfertigt hat, der war nicht einfach ein Kopfglaube, sonst hätte sie die Tür zugeschlagen, sondern es hat sich gezeigt in ihrem Leben. Was für ein cooles Beispiel. Denn, wenn es sich nicht zeigt, ist es tot. Jakobus kommt hier zu einem Punkt. Er sagt, ihr glaubt an Jesus, ihr seid mit ihm unterwegs. Es ist völlig normal, dass sich das im Leben zeigt. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns dazu 2 Fragen stellen. Ich möchte zum Schluss 2 Fragen stellen. Die eine Frage ist diese: Wo bin ich auf diesem Weg? Bin ich noch auf dem Weg zum Kreuz hin? Dann ist es wichtig, dass ich verstehe, dass ich mit meinen Werken nichts machen kann. Und diese erste Frage ist, bist du hier unterwegs? Möchtest du Jesus Barmherzigkeit annehmen, die über dieses Gesetz triumphiert? Bist du vielleicht so mit dieser Kappe unterwegs im Leben? Schaust für dich? Denkst vielleicht, ja, mit dem Jesus, das ist schon wahr. Aber hast dich nicht mit deinem Leben Jesus hingegeben?
Mit deinem ganzen Leben hineingehängt und gesagt, ich will ein Kind Gottes sein. Das Alte muss raus. Ich will, dass Jesus draufsteht und Jesus drin ist. Jesus muss rein. Dann soll diese erste Frage für dich sein, willst du dein Leben Jesus geben und unter dieses königliche Gesetz kommen, unter das Gesetz der Freiheit, frei zu werden vor Gott treten zu können. Es ist immer ganz schön, wenn man einfach im Gebet zu Jesus kommen kann und ihn ins Leben einladen kann, sein Leben Jesus hingeben kann, neu geboren wird, so wie es Jakobus schreibt. Es ist auch schön, wenn man das mit jemandem zusammen tun kann. Wir haben immer Ministry Time. Auch später im Gottesdienst haben wir Ministry Time. Es könnte eine Möglichkeit sein, dort einfach hinzugehen und zu sagen, ich will Jesus mein ganzes Leben hingehen, hilf mir auf diesem Weg. Eine zweite Frage, die ich stellen möchte, Jakobus schreibt ja an Leute, die beim Kreuz waren, die dieses Geschenk ergriffen haben und jetzt vom Kreuz herkommen, die diese Königskrone anhaben, aber die nicht so leben, wie sich das gebührt als Königskind im Reich von Gott, als ein Teil von Gottes Familie. Und offensichtlich denkt Jakobus, es ist gut, wenn wir uns als Christen immer wieder prüfen. Wo habe ich Dinge im Leben, wo es Schein ist und nicht Sein? Wo habe ich Dinge im Leben, wo ich Jesus nicht hineinlassen möchte, wo ich es lieber selber regle? Wo handle ich manchmal so, dass es nicht dem entspricht, was Jesus möchte? Jakobus geht irgendwie automatisch davon aus, dass wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir den Wunsch in uns haben, so zu leben, wie es Gott gefällt, wie es Jesus gefällt. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir merken, dass es gut ist. Und so möchten wir in eine Zeit des Gebets hineingehen. Ja, Jesus, wir kommen zu dir. Wir haben diese Worte von Jakobus und für mich klingen sie so logisch. Und sie sind aber gleichzeitig auch so herausfordernd. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt zu uns sprichst. Dein Geist ist der Geist der Wahrheit und ich bitte dich, Jesus, zeig uns die Wahrheit über uns selbst. Zeig uns, wer wir sind in dir. Wir sind Königskinder. Wir gehören zur Familie des lebendigen Gottes. Die Barmherzigkeit hat über das Gesetz triumphiert. Wir werden nicht länger angeklagt, sondern deine Barmherzigkeit, Jesus, ist größer und hat uns freigesprochen, weil du für die Schuld bezahlt hast. Jesus, wie schön ist es, wenn wir in Freiheit durchs Leben gehen können. Und Jesus, wir gehen auch durchs Leben mit dem Geschenk von dir, dass du in uns bist und durch uns wirkst. Und wir sind auf diesem Weg des Glaubens unterwegs. Und ich will dich auch bitten, Heiliger Geist, zeige uns, wo Dinge sind in unserem Leben, Momente, Beziehungen, Triggerpunkte, ja, wo es so ist, dass es mehr Schein als Sein ist. Wo zwar draußen drauf steht Christ, aber unser Handeln sieht nicht danach aus. Jesus, wir wollen unsere Herzen öffnen, dort wo du uns etwas aufzeigen willst, wo du uns an der Hand nehmen willst und uns ein Stück mehr zur Vollendung bringen willst. Bitte zeige uns, was dran ist, Jesus. Und ich finde es so schön, wie Paulus das beschreibt, wie er sagt, liebe Freunde, es ist etwas Neues, das Gott in uns wirkt, das er schenkt. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Und so bitten wir dich, dass unser Glaube auch sich zeigt im Leben, dass er zur Vollendung kommt. Dass dort, wo es dran ist, neu die Liebe wachsen darf. Zu den Menschen im Umfeld und zu dir, Gott.
dass du dort wieder neue Freude schenken kannst, was dran ist. Dass du neuen Frieden in unsere Herzen hineingibst. Auch wenn es keine Situationen oder Umstände vom Frieden sind, dass dein alles übersteigender Friede in unseren Herzen wirkt. Dass du uns Geduld schenkst. Dass du uns Freundlichkeit schenkst. Dass dort, wo wir nicht gütig sind, dass du uns neue Güte schenkst. Dort, wo wir untreu sind, dass du uns auf dem Weg führst, neu treu zu werden. Dass du uns sanftmütig machst. Dass du uns sexuelle Reinheit schenkst. Wir wollen dich bitten, dass du wirkst in uns und um uns. Dass das, was drin ist, du Jesus, wo drin bist, dass das auch immer mehr nach außen sichtbar werden kann. Ja, Jesus, wir wollen das einfach vor dir auch bekennen. Wir kommen zu dir, wir leben für dich. Wir wollen dich bitten, dass du immer mehr unsere Augen öffnest und uns zeigst, wer du bist, dass wir erkennen können und staunen dürfen. Dass du unsere Herzen einfach voll und ganz mit dir ausfüllst. Dass du deine Liebe in unsere Herzen ausgießt, auch für die Menschen um uns herum. Ja, wir wollen mit unserem Leben auf dich bauen, du bist unser Fundament. Und wenn wir dich haben, wird nichts erschüttern. Jesus, es darf unser Bekenntnis sein, immer wieder neu. Ich lebe für dich. Wir leben für dich. Wenn du es auch sagen möchtest, komm mit in dieses Lied hinein und sing es Gott zu, sag es Gott zu, als dein eigenes Bekenntnis.